herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rise of Tomb Raider. Action geladen waren wir in der nächsten Folge, in der letzten Folge. In dieser Folge wird es weiterhin actionreich werden. Wir machen weiter mit der Story und haben hier noch ein Dokument. Karte aktualisiert. Okay. So. Wir müssen in die Katakomben und die Trinity, wie heißt die? Ich bin alleine. Wenn ich einer weniger wäre. Ja, dann wirf du mal. Da halt sie bei dir. Los jetzt! So, liegen bleiben. So, nur dass ich die Pfeile aufnehmen kann. Nein, Quatsch. So. Es ist Monate her, dass der Schnee der Berge das Herz von Kitesh begrub. Einige sollten nach Überlebenden und Essen suchen, aber niemand kam zurück. Aus den Gletschern kommen Geräusche, aber ob es noch Überlebende darin gibt, weiß ich nicht. Es könnte auch nur das Eis sein. Aber ich muss zugeben, dass es wie menschliche Stimmen klingt. Vielleicht bewachen die Geister der Prophetenkrieger noch immer die eisigen Straßen. Wir werden keine Leute mehr hineinschicken. Wir müssen akzeptieren, dass der Prophet und die Stadt für uns verloren und wir jetzt allein sind. Die Überlebenden des Sturzes von Kitesh mussten die Stadt verlassen. Die verlassene Stadt. Die Tage danach. Ja, irgendwann ging alles mal auch wieder unter. Alles schön. Aua. Super. Ups. Wild rumhauen und... Ups. Also. Wild rumhauen und dann fallen sie schon. So. Sophia ist ja in Schwierigkeiten. Hier ist Team 5. Wir gehen jetzt in die Katakomben. Wir brauchen Verstärkung hier. Sie ist hier! Oh ja, das bin ich. Und geladen wie noch nie. Position halt! Geht mir rechts sie zurück! Sie ist getroffen! Die Verstärkung ist hier! Nagelt sie fest! Gib mir Feuer! Unter Beschuss! Sie lebt nicht! Ich halte sie ab! Ja. Alter! Weiß ich nicht. Sie ist flankiert! Sie ist verwundet! Da bin ich. Weiter feuern! Jetzt! Sie lebt! Ist tot! Gib mir Unterstützungsfeuer! Sie lebt immer noch! Los doch, erledigt sie! Versucht es nur. Na los. Ich schieße! Mich in Deckung! Unter Beschuss! Ist tot! Gib mir Feuerschutz! Ich werde beschossen! Los, verdammt! Macht sie kalt! Jetzt! Gebe mich in Deckung! Ach komm schon!
So ein Mist, verdammt. Hast nirgendwo Deckung und so weiter. Wie soll denn das gehen? Ha! Hier ist Team 5. Wir gehen jetzt in die Katakomben. Wir brauchen Verstärkung hier. Sie ist hier! Oh ja, das bin ich. Position halten und vorsichtig zurück! Ich gebe dir Feuerschutz. Granate drauf! Geh in Position. Ich werde beschossen. Die Verstärkung ist hier. Los, Köpfe unten halten. Werde beschossen! Geht immer noch! sind einer weniger. Erlege ich sie! Versucht es nur. Na los. Ich brauche Verstärkung! Ich gebe dir Deckung. Los, verdammt! Mach sie kalt! Feind entdeckt! Oh nein! Unter Beschuss! Sie lädt nach! Ich stehe unter Beschuss! Ich hab sie! Es ist vorbei! Sie lädt nach! Knallt sie ab! Komm schon, du Drecksau! Ich werde dich töten! Boah, da geht mir sowas auf den Senkel, ey. Ohne Spaß. Du bist tot! War das Einzige, was mir gerade einfiel. Jacob. Sie sind weg. Ich fürchte, dieser Kampf ist längst nicht vorbei. Erzählen Sie mir mehr über diesen Ort. Das haben Sie verdient. Kommen Sie mit. Vor langer Zeit brachte unser Prophet die göttliche Quelle in dieses Tal. Meine Vorfahren bauten Kitesh, um sie vor der Außenwelt zu schützen. Wozu denn? Was ist die göttliche Quelle, Jacob? Ein Artefakt aus längst vergessenen Zeiten. Wir glauben, darin ist ein Fragment der Seele Gottes. Der Legende nach erhielten jene, die die Quelle erblickten, die Unsterblichkeit. Aber schon immer wurden auch andere angelockt von ihrer Macht. Trinity. Ja. Sie wollen ihre Dunkelheit über die Welt bringen. Mit der Quelle wären ihre Soldaten unbesiegbar. Helfen Sie mir, sie zu finden, bevor Sie es tun.
Das ist nicht Ihre Bürde. Doch natürlich. Mein Vater ist dafür gestorben. Sie können Ihre innere Leere nicht füllen, Lara. Sie können sie nur freigeben. Ich werde sie finden. Mit oder ohne Hilfe. Warte, Sophia, lass mich gehen. Ich muss tun, was ich kann. du hast Blut für uns vergossen. Ich will dir helfen. Du weißt, wo der Atlas ist? Die Kathedrale. Die unterirdischen Archive. Aber dahin folgen wir dir nicht. Wieso? Was finde ich dort? Da sind andere. Die Unsterblichen. Sie töten jeden Eindringling. Mein Vater glaubt, sie werden Trinity stoppen. Darauf kann ich nicht warten. Ich weiß. Hier. Nimm das. Damit schaffst du es zur Kathedrale. Wey, ich kann mich abseilen. Drahtseil. So. Oh. Falsche Taste. Finden Sie einen sicheren Weg zurück zum verbleibenden Dorf. Zurück in den Wald. Ich will doch gar nicht mehr zurück. Ja, also gut. What? Drücke sie in der Luft E für. Ah, cool. Okay. Ach so. Okay. Okay, ich verstehe. Nee, ich verstehe nicht. Doch, ich verstehe. Ich will nach hoch, nach oben. Dann gehe ich nach unten. Ob das richtig ist, sehen wir, wenn wir oben sind. Ja klar, aber klar. Natürlich. Lara ist in Zukunft unbesiegbar. Kann irgendwo mehr runterfallen. Sie hat einen Haken und einen... Lara, wenn du zur Kathedrale willst. Trinity ist da überall. Ich weiß. Aber mir bleibt keine Wahl. So ist es. So. So viel Gewalt und Tod. Jacobs Leute haben so viel durchgemacht, aber sie kämpfen weiter. Sie sind durch einen Eid ihrer Vorfahren gebunden. Eine Pflicht aus der Vergangenheit. Aber ich sehe ein Volk, das nur in Frieden leben möchte. Ich glaube, sie sollten die Vergangenheit loslassen. Wenn ich den Atlas finde, führt er vielleicht zur göttlichen Quelle. Wenn ich sie von hier fortbringe, müssten sie nicht mehr leiden. Sie könnten die Bürde der Wahrheit mit der Welt teilen. Aber wenn das alles zu nichts führt, weiß ich nicht, was ich tun soll. Griff mit Schlaufe. Juhu. So. So. Jetzt habe ich noch Fähigkeitspunkte zum Erlernen. Ich frage mich, ob man hier irgendwann mal alles wirklich voll machen kann. Drachenfeuerpatrone. Oh ja.
So. Jetzt sind wir hier. Hier sind wir und ja. Hierhin muss ich. Also so eine Dings, so eine Maske wäre auch nicht schlecht, so eine Tauchermaske, wo ich länger tauchen könnte. Uäh, es macht doch Spaß. Oh, ach. Und tschüss. Entschuldigung. Springen musste. Karte aktualisiert, das gefällt mir eigentlich nie. Da gibt es immer so extrem viel Zusätze. Oh, das war alles so schön erarbeitet, nach oben zu kommen und dann geht's wieder runter. Oh Mann. Wo muss ich hin? Ne, andere Seite, Mensch. Ach Gott. Freund oder Feind? Feind. Aber ja, die sind erledigt. Hast du wen lebend erwischt? Ich hatte einen, den hätte ich ausliefern können, aber bei dem Bonus... Ja, einer hat sich ergeben und die Firmentypen haben zugesehen. Musste ihn ausliefern. Bringen Sie sie ins alte Gefängnis? Nur die, die vielleicht etwas über den Atlas... Sie sind hier! Ausschwärmen, halte die Augen auf. Sie sind hier! Wer lebt noch? Keiner mehr. So, Klamotten hier. Ich hab gemeint, ich würde jetzt ins Dorf kommen, aber... Nö. Da ich könnte jetzt noch gemütlich in aller Ruhe... So. Oh. Ich schicke alles mit, was ich bisher weiß. Anna und Konstantin haben mir draußen das Sagen, aber irgendjemand anders ist der große Drahtzieher. Jemand mit viel Geld und Einfluss. Ich habe die Möglichkeiten eingegrenzt, aber irgendwie fällt es mir schwer zu glauben, dass jemand im Vatikan eine private Armee unterhält. Aber alle Wege führen nach Rom. Glaub mir, selbst ich finde das verrückt. Aber die Leute müssen das wissen. Wenn ich dafür sterbe, stehe ich wenigstens auf der richtigen Seite. Und Konstantin, ich weiß, dass Sie das hier vermutlich lesen. Sie können mich verschwinden lassen, aber Sie werden nicht gewinnen. Und falls ich Ihnen das nie ins Gesicht sagen kann, Sie sind komplett wahnsinnig. Sie können dies lesen. Das ist doch ein Aufnahme-Tonband. Also hören eigentlich, oder? Konstantin hieß er, genau. Und das übrigens, Trinity wird ihn dafür umbringen. Ich hoffe, das war es wert. Zubehör Verschwörungstheorien. Ja, Konstantin, genau, so hieß der junge Mann, den wir da mal im Video gesehen haben. Vorhin mal, der
Jesus Kreuzigungsverletzungen hatte. Die Revolvermänner können hier weitermachen. Wir werden im Basislager gebraucht. Die kommen schon klar. Roger, alles in Ordnung. Verstanden. Muss ich erst machen, ey. Wir haben Feindkontakt! Schauen wir aus. Jemand ist hier! Ach Quatsch. Er wird angegriffen! Begebe mich in Position! Ich will dich töten! Ich hab sie! Ich brauche Verstärkung! Keine Munition! Gib mir Deckung! Unter Beschuss! Mann! Drecksau! Weg hier! Treibt sie raus! Nur du und ich! So, danke, dass du mir das gesagt hast, nur du und ich. So sind wir nämlich jetzt alleine und ich habe mich nur auf dich konzentrieren können. Ja. Ja, die Story ist wirklich actionreich gemacht. Und die Story gefällt mir auch. Was habe ich jetzt? Was? Ich bin da jetzt nicht gerade so schlau geworden draus. Das Dorf ist auch zerstört. Also Trinity macht einfach nur alles kaputt. Statt sie mal im Friedlichen würden mal darüber sprechen oder schauen. Das sind nicht die Funkgeräte. Ich dachte jetzt echt, das sind die Funkgeräte, aber... Keine Ahnung, Leute, keine Ahnung. Ah, da liegt noch was. Ach so. Ah. Was kann ich denn mit dem machen, Mensch? Okay. Okay. Ach, das ist so eine... genau. Jetzt weiß ich, was das schon wieder ist. So eine Sprengmine. Alter, wo sind meine Vögel hin? Falsche Taste.
So. Da drüben, ja. Wo habe ich denn so viel Holz gebraucht? Sag mal. Automatikflinte. Juhu. Aber das war nicht das, was ich brauchte. Das liegt nämlich hier. Ich habe gesündigt in Gottes Namen. Viel Blut wurde in diesem Tal vergossen. Während ich spreche, fließt noch mehr Blut. Vergib mir. Dass Gottes Werk Opfer fordert, bedeutet nicht, dass ich rein bin. Vergib mir. Seit ich in meiner Jugend die Stigmata empfing, habe ich in deinem Namen gesündigt. Vergib denen, die ich getötet habe, und denen, die in meinem Namen getötet wurden. Sie wussten nicht, was sie taten. Vergib mir. Vergib mir, denn meine Arbeit ist noch nicht getan. Es wird noch viel mehr Blut vergossen werden. Konstantin treibt der Glaube an, aber er ist verzerrt und widerwärtig. Seinen besten... Mann, ich kann nicht lesen. Nochmal. Konstantin treibt der Glaube an, aber er ist verzerrt und widerwärtig. Seine Besessenheit hat ihn verdorben. Vergebung, Lagerbericht. Ja, Konstantin bereut anscheinend, was er tat, aber er sieht es an, dass es Gottes Wille ist, Gottes Weg ist, zu sündigen, beziehungsweise dass der Herr das möchte, dass Konstantin das tut. Und die Wunden, die wir gesehen haben an seinen Händen, das waren Stigma-Verletzungen, beziehungsweise Nachts kamen Sicherheitsleute. Ich wusste es. Den Typen vom Echo-Trupp umzubringen ging zu weit. Hätte ich bleiben lassen sollen. Aber ich konnte nicht anders. Verbliebene waren nicht genug. Ich brauchte irgendwie mehr. Ich wurde in den fensterlosen Raum gebracht. Dachte, ich wäre tot. Dann war Konstantin da. Nahm meinen Kopf in seine Hände und lächelte. Sagte, er verstehe mich. Dass er mal war wie ich. Ich habe gesündigt, aber dass es Vergebung geben könne. Ich war ein stumpfes Werkzeug, ungezügelt. Er sagte, ich könne erlöst werden, dass ich eine Gabe habe, die man nur formen müsse. Trinity könne mich zur Klinge schmieden, mir die Richtung weisen. Hätte fast geheult und ihm die Füße geküsst. Ich werde, was ich immer sein sollte. Für Trinity, für Konstantin. Trinity kann jeden brauchen, sogar diesen Mann. Einführung, Herz des Finstern. Des Finsternis. Ja. So. Und jetzt ist gerade ein bisschen Ruhe und das nächste Mal geht es weiter mit Action, hoffe ich. Oder auch nicht, aber mit sehr interessanten Sachen. Bis dahin. Ciao, ciao. Throughout history, the boldest have dared to go further. They risk death, and in doing so live on forever. What drives these few to the ends of the earth? The desire to discover something more. The search for something greater. The world is full of unanswered questions. Beyond all limits or reason, the answers await. For some, discovering the secrets of the world is the only way to live.